Welche Stunde ist das jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas über 50. Ja, ne? was über 50. Ja, das heißt, wir brauchen Motivation und deswegen dürft ihr uns gerne besuchen kommen hier in der Schanzenstraße 28. Und wir freuen uns immer, wenn es auch der FC schafft. Natürlich jetzt nicht die ganze Mannschaft, aber ich sag mal der Chef, ne? Geschäftsführer Sport vom FC ist da. Armin Fee, hallo. 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 Wir sind seit Montag hier. Wie schlimm sehen wir aus? Sagen Sie es mal kurz. Ich wollte nicht sagen, also dass ihr seit Montag hier Bisschen näher ran, dass ihr seit Montag hier seid, das seht ihr gut aus. Ja. Ist es so? Also ich glaube, ihr schlaft mehr, als ihr berichtet. Ja, das wäre schön, aber ist leider nicht der Fall. Wie läuft's beim FC? Ist gut, oder? Ja, wenn man Erster ist in der Tabelle und 68 Tore geschossen hat in 26 Spielen, dann kann man nicht sagen, dass es schlecht läuft. Und wir sind ja noch ein Spiel hinter allen, ne? Es gibt ja noch ein Nachholspiel. Insofern muss man doch jetzt vom Aufstieg sprechen, oder? Wir wollen es erreichen, nur wer in der Verantwortung ist, der kann sowas nie sagen, weil es auch insgesamt natürlich für alle ziemlich respektlos wäre, wenn wir so denken würden. Und es wäre ein fataler Fehler. Es wäre ganz schlimm, wenn man so denkt, weil dann reicht man auch nichts. Aber es sieht gut aus, das ist ja schon mal das Wichtigste. Das stimmt. Ne? Insofern hoffen wir auf ein weiteres Punktepolster. Jetzt waren Sie auch mal selber Trainer und wissen, wie man eine Mannschaft motiviert, gerade wenn man so einen Durchhänger hat. Wie könnte man uns jetzt motivieren, dass wir hier noch ein bisschen aushalten? Ich glaube, euch muss man gar nicht motivieren. Nee? Aber es ist ja schon ein Ziel, wenn man sagt, eine Woche lang und man darf hier gar nicht raus. Schon es hart. gibt wenig zum Essen und zu trinken, Ja. da muss man schon Eigenmotivation mitbringen, glaube ich. Die habt ihr auf jeden Fall. Das stimmt. Und ansonsten, glaube ich, gute Laune verbreiten. Das ist, glaube ich, wichtig in der Zeit, wo man dann auch wach ist. Absolut, ja. Also in den Wachphasen, da essen wir viel, aber wir kriegen tatsächlich viel Essen vorbeigebracht. Das freut uns immer sehr. Ja. Und wir werden hier motiviert natürlich auch mit Musikwünschen. Und weil sich jeder was wünschen darf, dürfen Sie sich natürlich auch was wünschen. Was dürfen wir denn spielen? Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass man von Querbeet. Querbeat und Randale und Hurra, glaube ich, Genau. ne? Randale und Hurra. Gewünscht von Armin Fee bei Radio Köln. Köln dreht durch. Geschäftsführer Sport ist bei uns zu Gast. Hallo nochmal. Hallo. Können Sie eigentlich persönlich auch, bei welchem Thema können Sie richtig durchdrehen? Positiv wie negativ? Positiv, wenn man gemeinschaftlich im Sport was schafft, das ist dann richtig schön, wenn man nicht alleine irgendwas feiern muss oder darf, sondern zusammen. Ja. Und negativ, wenn es ungerecht wird, wenn es blöd wird. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Ja, das ist so im Leben. Ne? Bei uns dreht sich ja alles um die Musik hier generell und in dieser Woche ganz besonders. Was hört man beim FC in der Kabine für Musik? Wissen Sie das? Also die Jungs hören wirklich, also vor jedem Spiel, wenn ich da reinkomme, ist es ziemlich laut, hören sie Kölsche Lieder. Also das ist bei uns so. Das motiviert die also FC richtig. Ist so. Ja. Das habe ich sonst bei keinem gehört, ist ja klar. Die gibt es halt nur in Köln. Also das hören die Jungs, ja, auch vor dem Spiel als Motivation. Und Sie sind ja erfolgreich angesteckt mit Querbeat, ne? Ist ja... Ja, das ist ja schon Kultur, die man so, ich es von außerhalb nicht so kennen, aber also diese Musikkultur, die es hier in Köln gibt, ist, glaube ich, einmalig, oder? Ja, absolut, oder? Also ich meine, wir haben so Hab ich viele... jetzt auch mitbekommen. Ja. Spätestens Karneval kriegt man das mit, wenn sich alle in den Armen liegen und sich lieb Das haben. stimmt, ja, das ist wirklich ist außergewöhnlich. Ja, sind Sie Karnevalsfan, so als Immi, als Nicht-Kölner? Na, ich bin ja, bei uns heißt es schon anders, ich bin ja in Bayern aufgewachsen, bei uns heißt es dann Fasching, wo ich herkomme, aus Augsburg. Oh. Und den gibt es aber auch gar nicht, ne? Nee. Also, den lebt man gar nicht. Allerdings muss ich sagen, das darf ich zwar gar nicht, aber ich bin mit 18 Jahren als Spieler nach Mönchengladbach. Aber das ist halt meine Vergangenheit, von daher zu der muss ich auch stehen. Sie waren Also jung. habe ich da schon Altweiber und Fasching, Karneval dann schon kennengelernt, nur ist es hier eine völlig andere Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Das war letztes Jahr ein Crashkurs, den ich mitgemacht habe. Ich kam im Dezember und habe dann die erste Karnevalssitzung vom FC mitgemacht, wo ich schon gedacht habe, oh, und dann noch den Rosenmontag, das war für mich schon hart. Etwas, ja, das war dann war wirklich toll, das zu erleben. Ich glaube, dass es aber wichtig war, dass man das erlebt, dass man auch weiß, wie die Menschen hier fühlen, weil es komplett anders ist. Ja. Das musst du mitmachen, Also, sonst schaffst du es gar nicht, das hinzukriegen. Nee, das ist bei mir was so, bei meinem ersten Karneval vor gefühlt 100 Jahren, da haben alle gesagt, entweder bleibst du in der Stadt und musst mitfeiern, das geht gar nicht anders, oder du fährst weg. Und dann habe ich gesagt, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Und ich bin da geblieben und es ist tatsächlich so, alle feiern und es ist toll. Also ich mag es sehr gerne. Nee, Gut, es ist schön zu erleben. dann hoffen wir, dass die nächste Party dann im Mai ist, ne? So Richtung erste Liga. Sie wissen Bescheid, ja? Wir wissen alle Bescheid. Wir drücken die Daumen für die nächsten Spiele. Schön, dass Sie heute hier waren und toi 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 fürs Wochenende. Wir hören dann den FC natürlich auch wieder hier auf der 107,1. Dankeschön und euch wünsche ich, dass ihr durchhaltet. Dankeschön. Danke.